Nachdenklich kratzt sich der Mann vom Pannendienst am Kopf. Jetzt erst merkt er, dass er ja ein riesiges Problem hat. Seinem Pannendienstfahrzeug fehlt ja der Motor und so kann er natürlich nicht mehr zurückfahren. Ja, aber wie kommen Sie da weg? Ja, haben Sie kein Ross dabei? Der Mann schüttelt den Kopf. Macht nichts. Wir schleppen sie zur nächsten Autowerkstatt. Dort bringen sie ihr Auto schon wieder in Schuss. Der Mann vom Pannendienst schnauft erleichtert auf und bedankt sich für ihre Hilfe. Sie binden das Abschleppseil zwischen das Wohnmobil und das Pannendienstauto und fahren zur nächsten Autogarage. Dort tut sich der Papi Wapper und das Franzi vom Mann vom Pannendienst verabschieden. Vergnügt fahren die beiden weiter, vorbei an Dörfer, Felder und Wälder. Wo es langsam dunkel wird, beschliessen sie, das Wohnmobil auf einem Rastplatz zu parkieren und dort zu übernachten. Das Franzi kuschelt sich in ihre warme Federdecke und geht schon gleich in einen tiefen, tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen lässt Franzi Wasser in die Badwanne und sitzt rein. Auf dem Dach vom Wohnmobil hat Franzi eine wunderbare Aussicht. Sie taucht den Kopf unter das Wasser, gumpelt vom Rand ein und spritzt umeinander. Auch der Papi Wapper, der das Morgenessen parat gemacht hat, verwünscht ab und zu ein gutes Wasser von oben runter. Frisch gestriegelt steigt Franzi aus dem Wasser und sitzt am Morgentisch. Das ist das letzte Brot, das wir haben. Und die Milch ist auch gleich leer. Das Geld ist uns auch ausgegangen. Was? Ja, wie ist das möglich? Keine Ahnung, es ist auch mal nichts mehr rum. Dann müssen wir uns halt Arbeit suchen. Ohne Geld können wir kein Brot kaufen. Und auch keine Pommes frites. Auch nicht. Also, was machen wir? Die beiden überlegen. Plötzlich hat der Papi Wapper eine Idee. Haben wir noch genug Seife? Ja, noch ziemlich viel. Gut, in dem Fall werden wir Hundewäscher. Gang bitte rasch aufs Dach rauf und füll die Badwanne nochmal mit Wasser. Mit viel Schaum. Ich mache mich in dieser Zeit auf die Suche vom ersten Kunden. Der Papi Wapper macht sich auf den Weg ins nächste Dorf. Beim ersten Haus läutet er an der Tür.